Die Washington Times berichten, dass China gefährliche Gehirnkontrollversuche unternehmen. Diese Technologie soll zur Kontrolle und nicht zum Töten dienen. Das Militär forscht auch in Bereichen der Nano- und Biotechnologie. Die Handelsministerin der USA Raimondo warnte, dass China diese Technologien gegen Oppositionelle und Uiguren einsetzen könne. Taiwans Präsidentin hat im Konflikt mit China Peking zu einem Ende seiner militärischen Abenteuerpolitik aufgefordert. Der Einsatz militärischer Mittel ist absolut keine Option, um die Differenzen zwischen unseren beiden Seiten zu lösen, sagte Tsai Ing-wen in ihrer Neujahrssprache am Samstag. Die Bundesregierung hält die Pläne der Europäischen Kommission zur Einstufung der Atomkraft als nachhaltige Form der Energiegewinnung für falsch, sieht aber wenig Chancen, das Vorhaben zu stoppen. Im dritten Quartal von 2021 haben sich die Auslandsschulden Chinas um 16 Milliarden Dollar erhöht. Die Schulden erreichten somit Ende September 2,7 Trillionen Dollar. Knapp die Hälfte dieser Schulden seien mittel- bis langfristige Zahlungen. Der Sprecher der Taliban, Mujahid, teilte in den sozialen Medien mit, dass russische Geschäftsmänner sich mit der Führung der Taliban getroffen haben. Es wurden Investitionen in Öl, Gas und Zement diskutiert. Im Telefonat mit Zelensky hat sich der US-Präsident an die Seite der Ukraine gestellt. Sollte Russland weiter vordringen, würde man entschlossen reagieren, so Biden. Russischen Wissenschaftlern zufolge soll der Meteorit Apophis am 13. April 2029 auf der Erde einschlagen. Dies wäre 18 Mal stärker als die stärkste Nuklearexplosion.